Jeistlichet Läwen. Jeistlichet Läwen is een leven met God. Aber in jeistlichet Läwen habe ich 3 Fragen. Wo komme ich da naam? Wer zie ik? Wo kan ik niet zeker zijn dat ik jeistlichet Läwen habe, dat wanneer ik wil voor God staan, dan moet hij mij aannemen. In deze leer werden we een beetje reden van Radung. Weet je, dat woord Radung, oder die Gedanken von Radung, ist sehr wichtig für uns als Menschen. Wenn wir haben gesehen in der Ferien leer, dass wir sind Sünder, wir brauchen Radung. Und ich hatte auch ein bisschen von geredet, dass wir brauchen Jesus Christus. Aber in dieser Leer werden wir ein bisschen checken von der anderen Seite. Warum ist Radung nötig? Ich will Ihnen mehrere Punkte geben und das erste ist wegen der Schöpfung. Weet je, der Mensch ist für Gott gemerkt. Gott hat die gemerkt. Und der Feind hat die gestohlen, sozusagen, nur weil Gott die drei hat. Ich lasse mal eine Geschichte von einem kleinen Jungen. Er baut sich eine kleine Lamm, zum ab seinen Riefer, da ist ein Riefer dicht bei ihr Haus, und er baut sich von halt ein bisschen eine Lamm, wenn er will, da mit den Spielen ab den Riefer. Und nu als er da spielt, nu schwammt ihm das weg. Und er rennt noch ein eng heran verlängs dem Riefer, aber das wird das tabusig, und er kann da nicht nennen, um seinen Schab holen, und so nu schwammt ihm das weg. Er hat traurig in Haus wegen, das wir sehen in het Boot, er hat es selbst gemerkt. Aber nu wird es weggeschwommen, und nu wird er traurig, in het Haus. Ein paar Tage wieder, dann kommt er von der Schule nach Hause, und dann geht er wieder eine Stur vorbei in der Stadt, wo er wohnt, und dann sieht er, dass sein Schab erst am Fenster. Und er rennt und stur an und sagt zu den einen, das ist mein Schab, ich habe es gemerkt, ich will es drei haben. Aber der sture Mann sagt, ich habe es gekauft, jemand kommt hinein und verkauft mir das, ich habe es gekauft. Wenn du dort was hast, dann musst du dir drei kaufen. Und so das Junge, der rennt nach Hause, und er hat Arbeit dran im Haus, er hat nicht genug Geld, um das zu kaufen. Aber er hat allerhand Arbeit, vielleicht Mehl und Utfeiern, was immer alle an seine Eltern geben, ein bisschen Geld für das. Und meistens hat er genug Geld, um das Schab zu kaufen. Und er rennt und stur, sei es er kann, und die Nervig, das hast du noch. Und er hat sich sein eine Schab, war er drei. Und weißt du, das was Gott tut? Er merkt die. Gott merkt den Mensch wunderbar, nur sein Ebenbild noch. Aber der Feind hat uns weggelegt. Der Feind braucht den Menschen in Sinn an. Und nu will Gott die drei haben. Und das ist ein bisschen, dass Gott schafft sich sein eine Ding drei. Er gibt Jesus, damit er uns drei geben. So in der Schöpfung mögt Gott die für Gott. Denk dir mal mit Eva, du bist gemerkt für Gott. Du bist gemerkt, damit am Taub sein. Und Gott will die drei haben. Gott hat die sozusagen verloren, er will die drei haben. In 1. Mose 1, Vers 28, du lest, was es steht. Und dann sagt Gott, weil wir Menschen merken, dass sie aus wie sind und uns legnen. Lot an Macht haben über die Fische Meer, über die Vögel in der Luft, über das Feu und die wilden Tiere und über alles, was dort krept. Und Gott merkt den Mensch für seine Schöpfung, damit er in dieser Schöpfung wird schaffen. Und so Gott hat die gemerkt, kein und wer du bist. Wenn ich einmal denke, wir sind so eine schöne Menschen, oder wir kennen uns, ich habe nicht gelehrt, ich komme von einer armen Familie, oder was immer das ist. Wer immer du von dir bist, und was immer dein Hintergrund ist. Aber Gott hat die gemerkt für sich. Und so werden wir niemals vergessen, das ist eine Ursache, wohin Gott uns raten hat. Noch eine Ursache, wohin Gott uns raten ist, wenn wir sind für Ewigkeit gemerkt. Der Mensch lebt für ewig. Wenn ein kleines Kind geboren ist, und du hast das vielleicht zum ersten Mal in deinen Händen, das Kind lebt für ewig. Na, wir denken in dieser Welt, so wir leben hier vielleicht 70, 80 Jahre. Und das, was uns Körper lebt. Aber der Schrift ist klar, dass der Mensch seine Seele, der lebt für ewig. Und der Schrift lehrt auch, dass das nur Auferstehung für alle Menschen, entweder zum Gerecht oder zum Gerat sind. Aber wir wollen abstehen. So Gott hat die für sich gemerkt, und Gott hat die ewig gemerkt. Du hast Ewigkeit in die Bahn. Das ist ein Ding, was wir vielleicht meist nicht verstehen können. Aber wir sind für Ewigkeit gemerkt. In Johannes 4, Vers 28, da sagt es uns das, lasst ihr dort nicht wundern, die Zeit kommt, dass all die in die Gräber liegen, seine Stimme hören wollen. Na, das ist bloß ein Vers von vielen, was da reden von, dass wir wollen abstehen. Vielleicht hast du mal wen berufen in deiner Familie, vielleicht eine liebe Person. Und weißt du was, der Tag kommt, wo die Person will abstehen. Und ich und du, wenn wir sterben, wir wollen abstehen.
Aber die Schrift lehrt auch, wir wollen verwandelt worden, wenn Jesus zurückkommt. Aber weet je, wir leben für die Ewigkeit. Und das ist sehr wichtig, da wir das klar haben. In Johannes 4, Vers 28, da sagt Johannes so steht, sie wollen dann für den Tag kommen, die durch Gutes getan haben, stehen ab zum Leben, und die bei ihren Beise Worten geblieben sind, stehen ab zum gerecht werden. Und das wo ich ein bisschen von reden. Weet je, da kommt eine Abstundung für beide Seiten so zu sein. Für die, was Jesus kennen und die, was ihm nicht kennen. Wir wollen alle abstunden. So der Mensch ist gemerkt für Gott. Und der Mensch ist ewig gemerkt. Und der dritte Punkt ist, dass der Mensch ist jeistlich gemerkt. Der Mensch ist eine jeistliche Person. Wir haben eine Lehre in der Schrift, dass wir sind Körper, Seele und Geist. In den Sinn können wir sagen, wir sind auch ein bisschen eine Dreieinigkeit. Weet je, wir haben diese drei Dinge. 1. Thessalonicher 5, 23 sagt, mag Gott selbst, der Friedensgott, durch und durch Helden und den Geist und Seele und Körper unbeschädigt und rein bewahren, bei uns Herr Jesus Christus wiederkommt. So Paulus ihn verlangen ist, dass Gott wird die Kirche in Thessalonik beschützen, in Körper, Seele und Geist. Dass sie mit alle drei Dingen sozusagen für Gott bestehen können, wenn Gott wird wiederkommen. Und so der Mensch, der ist gemerkt für Gott. Du bist erschaffen, du bist gemerkt für Gott. Der Mensch ist ewig gemerkt. Du wirst für ewig leben. Entweder bei Gott oder bei den Feind. Aber wir wollen für ewig leben. Wir sind jeistliche Personen. Wir sind nicht bloß ein Körper, aber wir haben einen Geist. Und bitte der Geist, der muss mit Gott in Verbundschaft sein. Viertens, du bist gemerkt zum Herrschen. Du bist gemerkt, zum Gott seine Schöpfung bearbeiten so zu sein. In 1. Mose 1, 28, da sagt Gott so steht, und Gott sehen die und seht, mocht je Kinder haben und jünt über die ganze Erde vermehren und über die Erde regieren. Je soll Macht haben über die Fische Meer, über die Vögel in der Luft und über alles, was auf der Erde lebt. Gott mögt uns zum Regieren. So Gott mögt uns für sich selbst, Gott mögt uns mit einer Ewigkeit im Sein, Gott mögt uns heilig, er mögt uns als geistliche Menschen. Aber Gott mögt uns als Herrscher. Und das ist ein interessanter Ding, wenn wir denken, dass wir in unserem Sinn, wir haben den Feind der Herrschaft gegeben von dieser Welt. Aber erstenfalls wird uns. Gott mögt uns Menschen für dort. Und Gott will uns dort geben in Ewigkeit. Das ist ein sehr großer Thema von, dass wir wollen mit Jesus regieren. Aber der Schrift ist klar, dass wir wollen mit Jesus regieren. Wenn das wer wir sind, wir wollen in die neue Welt, in den neuen Himmel, da wo wir ganz vollkommen sein. Und da wollen diese Dinge alle durch sein, wo Gott will haben. Fünftens, der Mensch ist gemerkt in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Weil Gott sein Plan wird, wir würden gerecht sein, wir würden heilig sein, wir würden sozusagen apport gesagt sein für arm. In Epheser 4, Vers 24, da sagt Jesus das, denn nur Gott sein Bild in Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen sind. So Paulus redet hier von der Menschheit. Und wir sind heilig, wir sind gerecht gemerkt. Das ist, wo Gott uns ebenfalls mögt. Aber wir haben es verloren. Wir sind ungerecht, wir sind sündlich. Wir sind nicht mehr heilig ohne Gott. Und so Gott will uns drei haben. Und wenn das sind alles Ursachen, wohin Gott uns raten hat. Wenn wir sind bloß einfach für Gott gemerkt. Wir sind nicht gemerkt für diese Welt. Wir sind nicht gemerkt für den Feind. Wir sind gemerkt für Gott. Und Gott will eine vollkommene Welt, wo seine Menschen wollen regieren. Und dort wird Gott sein Plan von Anfang an. Und dort, wo Gott drei haben will. Der Mensch, der ist ohne Sinn gemerkt. Der Mensch wird voll Leib gemerkt. Für den Sünden voll, dann wird der Mensch voll von Leib. Ich sage, es ist für Adam und Eva ihr Verhältnis da wie ein von Leib. Und sie werden sich einig, sie gingen mit Gott auf. Mir ist es immer sehr interessant, wenn wir lesen dürfen, aus Adam und Eva sich versündigen, dann sagt es, dass aus der Jugend wird, als es kalt wird, oder Child, dann ging Gott im Garten. Ich glaube, wenn man dort wie jeder Tag so steht. Weil Gott wie mit ihnen taub. Gott ging mit ihnen. Sie hatten Gemeinschaft. Wenn Gott hat ihnen gemerkt für sich, er will einen Schein gehen haben an Menschen. Aber dann kam Sinn und dort wir alle verdorben. Aber Adam und Eva waren sinnlos gemerkt. Sie waren von Sinn frei gemerkt. Und dort, wo Gott drei haben will mit mir und die. Er will uns schuldfrei machen. Und dort, wo in der Schrift sagt, dass wenn wir Jesus haben, dann sind wir schuldfrei für Gott. Wir sind angenommen. Wir sind nicht mehr Sünder. Wir sind Gott seine Kinder, was einmal sind. Wir sind nicht Sünder, was einmal Gott seine Kinder sind. Und so das ist ein sehr wichtiger Punkt, wo wir mal klar holen. Der Mensch, der wird bloß einfach vollkommen gemerkt. Wir werden ganz vollkommen in Körper, Seele und Geist, da wir alle vorig.
Aber dann kommt der Sündenfall und dann fällt der Mensch sozusagen ein. In 1. Mose 1, Vers 31, da sagt Gott so steht. Und Gott sagt, was er gemerkt hat, und er sagt, dass es sehr gut wäre. Der Abend und der Morgen verging von dem 6. Tag. Na, das ist interessant, wenn wir die Geschichte lesen, von wo Gott diese Welt merkt. Er sagt jedes Mal, dass er sagt, dass wir gut. Aber als er den Mensch gemerkt hat, dann sagt die Schrift, dass Gott sagt, dass wir sehr gut. Wie wir ein sehr gut. Wie wir ein Charakter nach Gottes Ebenbild gemerkt. Wie wir ein für Gott gemerkt. Wie wir ein Christus heute geplant hat. Morgen früh, alle beide. Aber dann kommt Sinn und verdorft das alle. Aber weet je, Gott will trainen das. Und dat is voor Gott die Rat. Dat is voor Gott Jesus schickt. De Schrift sagt, Gott leidt uns so sehr, dass er Jesus schickt, und dass wir können gerat worden. Dass wir können an bleiben und dann durch er gerat sein. Na, der Mensch wird gemerkt, mit der Fähigkeit, Entscheidungen zu machen. Du hast al ein bisschen von geredet, dass Gott hat uns gemerkt, mit der Möglichkeit, zum Entscheidungen machen. Ein Schreiber sagt, dass Gott hat uns gemerkt, mit der Möglichkeit zu fallen, in der Kraft zum Stehen. Und weet je, Gott mögt den Menschen mit der Kraft zum Entscheidungen machen. In 1. Mose 2, Vers 16 und 17, da sagt Gott so steht. Und Gott der Herr bestellt an den Menschen sagt, du darfst von irgendeinem Baum im Garten eten, aber von dem Baum, der das Verständnis geben kann, was gut und schlecht ist, von dem sollst du nicht eten, willst dort was unbedingt den Tod bringen. Na, das Vers wies dann an, dass Gott mögt den Mensch mit der Kraft zum Entscheiden. Und Gott leitet die Entscheidung sozusagen auf den Mensch. Das sind sehr große Themen, wenn uns freie Wahlen, Christen denken mit verschiedenen Ewa. Aber ich verstehe die Schrift, dass wir haben freie Wahlen. Weet je, wir können entscheiden, für Gott zu leben oder nicht. Wir können entscheiden, Gott zu gehorchen oder nicht. Sogar Adam und Eva in den vollkommenen Zustand im Garten, sie hatten diese Macht. Und sie hatten das Recht zu entscheiden. So Gott sagt, für ihnen wohl so zu sein, und sie können entscheiden. Und so der Mensch, der ist gemerkt mit der Fähigkeit, zum Entscheidungen machen. Na, Gott gibt den Menschen eine Warnung. Gott sagt zu den Menschen, weißt du Gott, wenn du was ordentlich entscheiden, dann wird der Tod kommen. Das ist was passiert, und das ist was wir von dir sein, und das ist was wir beleben von dir in uns Leben. Aber das, wo wir von dir sind, ist nicht, wo Gott uns will haben. Gott hat uns gerat für ganz was Besseres. Gott hat uns gerat für ein Leben mit Amtop. Gott hat uns gerat für einfach eine Ewigkeit, wenn er hat uns für sich selbst gemerkt. Das ist ein bisschen wie so ein Weicheschwamm. Der Feind hat uns gestohlen. Und nu dat Gott uns zurückgeben. Er hat seinen Sinn gegeben, und er hat deine Sinn betont. Und du kannst von dir entscheiden, wenn du hast nachher mit der Kraft zum Entscheiden. Und du kannst entscheiden, mit dem Heiligen Geist taub, oder der Heilige Geist wird dich leiden. Und du kannst entscheiden, Jesus anzunehmen und am Not zu folgen. Jeistliches Leben. Jeistliches Leben ist ein Leben mit Gott. Aber ein jeistliches Leben habe ich 3 Fragen. Wo komme ich da hin? Wer sehe ich? Wo kann ich sicher sein, dass ich jeistliches Leben habe, und wenn ich vor Gott stehe, dann wird er mich annehmen?